Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Gibt es irgendetwas Besonderes? Diabetologie ist ein Teil der inneren Medizin, eine Wissenschaft, die sich mit dem erhöhten Zucker im Blut beschäftigt. Also häufige Spätfolgen beim Diabetes sind Gefäßschäden, sind Nervenschäden, sind Schäden am Auge oder an den Nieren. Der Körper kann den Zucker nicht gut verstoffwechseln. Man kennt das schon seit vielen hundert Jahren, eigentlich schon um die Jahrtausendwende. Man hat damals so gemerkt, dass der Urin sehr süß ist bei diesen Menschen, bis man festgestellt hat, dass man letztendlich die Patienten damit behandeln muss, dass man ihnen ein Hormon zufügen muss, nämlich Insulin. Jetzt genau vor 100 Jahren wurde das erste Mal Insulin den Patienten gespritzt. Das war in Kanada, in Toronto, an einem Jungen, der war 14 Jahre alt. Das war eine Sensation damals. Das war für die Ärzte sicherlich unglaublich beeindruckend, weil bis dahin sind die Menschen daran gestorben. Also wir haben hier Spritzen, wie sie Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt worden sind. Natürlich sind das jetzt Modelle Mitte des 20. Jahrhunderts. Die waren aus Glas mit Metall, manchmal sogar mit Silber. Hier hat man jetzt schon, sieht man die Skalierungen in Milliliter, die natürlich die Dosierung etwas genauer machen konnten. Und für die Insuline heutzutage oder später dann braucht man natürlich noch kleinere Dosierungen. Das sieht man, das sind kleinere Spritzen. Man kann sich vorstellen, dass es relativ schwierig ist, diese Spritzen zu reinigen und natürlich als Glasspritze auch anfällig sind relativ schnell kaputt gegangen. Am Anfang hat man diese Insuline aus Rinder- und Schweine-Bauchspeicheldrüsen hergestellt. Dann hat man irgendwann angefangen, das Humaninsulin nachzudesignen, wenn man so will. Und das war dann schon eine Revolution, weil mit dem Humaninsulin konnte man große Mengen industriell herstellen und den Patienten zur Verfügung stellen. Diabetes ist eine chronische Krankheit, die nicht spielt, wo man muss aufpassen muss. Wenn man nicht darauf aufmerksam ist, kann es ganz schlimme Konsequenzen bringen. Aber hat es das, kann man als Diabetiker ganz gut gesund bleiben und gut leben, indem sie von den neuen Technologien profitiert und darum auf seine Gesundheit aufpasst und aktiv bleibt und Akteur von seiner Gesundheit. Hat es das in Geräte so klein gehen, dass den eigentlich sie kann ganz einfach am Taschtierchen Streifen, möchte den ganz schnell ran, bisschen den Nullen, wie sich zu picken, am Fanger und dann Blutprof auf der Streif und dann wird den schon ein Zuckerwert. Punkt der Spritzenevolution also so performant gewesen, dass es hat es das eigentlich Stifter gehen, wo ich kann Insulin am Pullen dran machen, an dem Moment immer wirselen, wenn es eitel ist, oder eben fertig gemachten Pennen, wo den Insulin schon dran ist, und da braucht der Patient eigentlich just eng Null zu schrauben und dann dem Moment sich Dosis anzustellen und sich zu picken. Die Evolution von der Technologie wird auch dazu gebracht, dass viele Patienten eigentlich viel mehr bewusst sind bei das Diabetes, dass sie sich bewusst sind, wo sie nicht mit meinem Zucker, dass sie den Zusammenhang machen mit ihren Symptomen, der T-Schwärze spüren, zu ihrem Zuckerwert und dementsprechend auch können eine Aktion erholen. Sie wird zum Beispiel, wenn sie Männerzucker sind, da gingen sie etwas Süßes trinken oder respektive etwas essen, sind sie zu hoch, können sie dementsprechend auch mit Insulin nur spritzen und das möchte eigentlich, dass der Patient selber Akteur ist von seiner Gesundheit und wir just da sind, für ihn zu begleiten und zu beraten.